Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in unserer 21. Lektion. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist eine Grammatiklektion und heute haben wir das Thema Personalpronomen. Im Deutschen gibt es 9 Personalpronomen. Das sind ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Diese 5 Pronomen stehen in der Form Singular. Singular. Singular bedeutet eine Person. Eine Person. Ich, eine Person. Du, eine Person. Er, eine Person. Und diese 4 Personalpronomen stehen in der Form Plural. Plural bedeutet viele Personen. 2, 3 und mehr Personen. 4, 2 Personen. Oder ihr, 3 Personen. Und das letzte Pronomen, sie, ist ein formelles Pronomen. Formell. Wir schreiben dieses Pronomen mit dem großen Buchstaben S und dieses Pronomen kannst du benutzen, wenn du formell mit einer Person sprichst. Das kann sein eine Person oder viele Personen, aber grammatisch, das ist Plural. So, das Verb steht in Pluralform. Das sind Personalpronomen. Wie denkst du, welche Pronomen du im Dialog benutzen kannst, wenn du mit einer Person sprichst? Klar, du benutzt das Pronomen ich, wenn du über dich selbst sprichst. Aber wenn du mit anderer Person sprichst, dann benutzt du 3 von diesen Personalpronomen. Pronomen du. Wenn du informell mit einer Person sprichst, auch Personalpronomen ihr. Wenn du informell mit mehreren Personen sprichst und auch Personalpronomen sie, wenn du formell mit einer Person sprichst. So, diese 2 Pronomen sind informell im Dialog und dieses Pronomen ist formell. So, jetzt haben wir die Personalpronomen gelernt und hier seht ihr eure Hausaufgabe. Die erste Hausaufgabe ist: übersetzt bitte die 9 deutsche Personalpronomen in eure Muttersprache. Und versteht auch, gibt es in eurer Muttersprache formelles Pronomen? Wie im Deutschen gibt es formelles Pronomen sie. Und die zweite Hausaufgabe ist: versteht auch, welche Personalpronomen ihr in eurer Muttersprache im Dialog benutzt. So zum Beispiel im Deutschen benutzen wir 3 Personalpronomen im Dialog. Das sind du, ihr und formelles sie. So, das ist eure Hausaufgabe. Schreibt ihr bitte das in die Kommentare. In Infobox findet ihr auch andere zusätzliche Übungen zu diesem Thema. Und hier seht ihr Facebook und Instagram. Dort könnt ihr meine Seite 5 Words to Go finden und noch mehr Deutsch lernen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!